Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM, Brooklyn, das Ratzenach, Meir David. Auf unser heutiger Programm haben wir dem Covid zu präsentieren ein Interview mit Zacharia Golden oder auf Englisch Zach Golden, ein Aktivist Latoivis Jiddisch in Los Angeles, was führt an mit LA Yiddish Day 2025, was kommt vor dem 23. November in Los Angeles. Ist euch der Mitgründer von der Nister Jüdischen Center in Los Angeles und ist euch was führt an mit sehr Schul. Wegen dem als wird ihr sich der Wissen in mein Schmus mit Zacharia Golden, was wir präsentieren bald. Ich habe Angriff gehabt, dem Covid zu schmusen mit Zacharia Golden vergangenem Sonntag, dem 9. November, in der Heim von Hanrezel Schimmel, was führt an mit dem West Hollywood Jiddisch Schmueskreis und euch gehabt dem Vergnügen, sich zu bekennen mit anderen Los Angeleser Jiddischisten. Und später im Programm, weil wir hören von unserem Archiv und mit der Jahrzeit mein Schmus mit Soruchel Schechter, Redaktorchef von Vorwärts. Wir haben ausgenutzt die Gelegenheit von ihr abmerken 25 Jahre beim Vorwärts zu reden mit weniger ein Jahr zurück. Hat noch von unserem Programm. Mein Name ist Zacharia Golden, das heißt Zach Golden, aber in die jüdischen Kreisen, sie rufen mir an Zacharia. Ich bin geboren geworden in Madison, Wisconsin, aber noch bin ich gewesen 2 Jahre alt, bin ich gewesen in Winnipeg, wenn ich bin gewesen 8 Jahre alt, habe mir sich übergeklebt in Long Beach, California, und dort habe ich sich aufgewachsen. Wenn ich gewesen 18 Jahre alt oder 17 Jahre alt in Mittelschule, habe ich gehabt eine Gelegenheit, sich zu lernen Jiddisch von Chazen, David Kane. Ist gewesen ein Lebensgebliebener von Churban. Ich habe studiert in Macalester College in St. Paul, Minnesota. Aber nachdem bin ich gegangen in Rabbinerschule. Ich habe gehabt Smicha in Conservative Smicha. Und nachdem habe ich gegründet der Nister, was ist eine Schule und euch Kulturellcenter mit Henry Hollander. Ist der
erster Mensch in der Welt, was hat verkaufen jüdische Bücher. Oder Bücher auf Jiddisch, zu sein spezifisch. Und jetzt ich organisiere jüdische Unternehmungen da in Los Angeles. Ich bin gewesen der Mithelfer in Vorwärts, aber jetzt bin ich raus von dem und ich fokussiere nur auf jüdische Unternehmungen da in der Stadt. Okay, lassen wir zurückkehren zu dein früheren Leben, deine Erziehung in Jiddisch. Wie bist du gekommen zu Jiddisch? Ja, in alle die Bubes und Sedes haben geredet Jiddisch, aber nur ein Bube habe ich gut gekannt in meinem Leben, das ist mein Bube Shulamis. Sie hat an Läuf von Churban a Dank zu Gehara. Sie hat bekommen sein Visa zu gehen zu fahren in Japan und nachdem in Seattle und sie hat sich besetzt in Montreal und ja, ich habe gehabt gewisse Gelegenheit zu schmusen mit ihr, aber sie hat geredet Litwisch und Jiddisch und ich habe gehabt nicht keine Sache der Erfahrung mit als Akzent zu halten, gute Schmusen, aber das ist da gewisse Punkte, wenn ich habe gehabt gute Schmusen mit ihr, aber keinem Kohl habe ich nicht gehabt kein Sach Jiddisch bis ich habe sich beschlossen zu gehen jede Woche mit Harav Chazan David Kane. Und es ist gewesen ein Teil von meiner Vorstellung. Mein letztes Jahr von Mittelschule habe ich sich beschlossen zu geben eine Vorstellung und wegen Jiddisch und zu euch zu lernen in Jiddisch und zu singen auf Jiddisch. Und es hat gedauert ein ganzes Jahr. Ist nicht kein professioneller Lehrer. Ich habe gehabt ein Einfall, wie euch zu lernen, eine Sprache von Französisch und meine normale Klassen. Aber ich habe noch ihm gefragt, wie zu sagen das oder jens. Und er hat gemacht, sicher, als ich soll reden noch Jiddisch in unser Schmusen, in unserer Zeit zusammen. Er hat gehabt eine Sache, Mut zu machen, sicher, als ich soll reden Jiddisch, was klingt so wie Jiddisch. Das heißt, es geht arauf und arauf. Es klingt nicht so wie Deutsch. Das ist die samme wichtigste Punkt in sein Lernen. Und das hat mit mir geklungen mein ganzes Leben. Und nachdem bin ich gegangen in Rabbinerschule, aber ich habe nicht gehabt, keine Ahnung, es ist da andere Menschen, was reden Jiddisch, was sind mein da. Ich bin sehr isoliert. Ich habe sich gefühlt, so wie die Töchter von Lot. Der letzte Mensch in der Welt, was soll reden Jiddisch. Wie zu sagen, der Churban ist gewesen schwer. Und zwar was ich habe gesagt, was nicht nehmen zurück, was ist von uns gegessen, unsere Sprache, unsere Kultur. Und es war was, ich habe sich geklebt zu gehen auf diesen Gang. Und ich habe gesungen in Mittelschule, komm her, du Fieslof, zu einem vollen Saal, was hat gehabt sehr wilde, gute Abrufen zu mein Lied, oder Theodor Bickel's Lied. Mein Vater hat pflegt gespielt Theodor Bickel in unser Haus und hat es gehabt, Bickel's Lieder. Hat gehabt alle die Wörter und die Nigunim von sie sehr, sehr gut. Und es ist gewesen ein Teil von meinen Kinderjahren. Und nachdem habe ich gehabt ein bisschen mutig als ja,
alle die Menschen herum mir haben gesagt, dass Jiddisch ist eine teute Sprache. Aber ich habe gehabt ein Chusch von der Komme, viele von der Kurven. Ich darf haben Strebungen und nie zu beneien unsere Kultur und Sprache. Mit der Rabbinerschule bin ich gegangen in Jiddisch Farm und ich habe gehabt 6 Wochen nur zu reden auf Jiddisch und zu lernen sich ein bisschen mehr Grammatik. Ich habe Deiges und Zures mit Grammatik, aber jetzt als Lehrer, private Lehrer, habe ich gehabt, ich schäfe Nika von meinen Zures mit dem und gebe über was ich habe sich gelernt. Und aber in Mittel Rabbinerschule habe ich gehört, als sagt, scharfe Wörter, was Jiddisch, was mischen sich in der zweiten Sprache und so weiter. Und später, wenn ich gewesen aus von Rabbinerschule, habe ich gehabt nicht kein einfach was zu tun. Ich habe nicht kein Geschick zu dienen in einer normalen Schule. Und der Fall habe ich geguckt nach andere Gelegenheiten zu tun etwas mit Jiddischkeit oder Jiddisch und ich habe gesehen, mitten Covid, es ist da Stipendien zu gehen in Jiddischsprach und dort habe ich gesehen, noch Jiddischsprach eine Stelle, was sie haben damals vorgestellt, all die, was hat genommen Anteil in Jiddischsprach zu gehen vorwärts und sein Verwalter von Social Media. Es ist nicht vollständig, nur teilweise, aber es ist gewesen etwas zu tun mit Jiddisch und all die Menschen, was hat mich nicht gegeben, kein guter Wert für meine jüdische Liebschaft. Zu sehen habe ich gesehen, dass ja, es ist eine professionelle Rolle für jüdische viele in unserer Welt, mit uns einzutragen. In Rabbinerschule ist es dort gewesen, solche Menschen, was hat sich gelernt Jiddisch. Und wir haben gemacht, eine kleine Kreisel zu lernen, Sheva Zuckels, nicht Übersetzung, aber sie hat korrigiert und gemacht zu mitteldicken Niveau Shalom Aleichems Motto Pesach. Wir haben es gelernt, dem Chazans. Wir haben es gelernt zusammen und es ist da Rav Pinchas Giller. Wir haben studiert zusammen Rabbi Nachman von Breslau, Sipurei Meister Savidisch. Hat gerade Meister, hat sich gelernt, ein bisschen Jiddisch zu sitzen in einer Schule von Rav, damals in Yeshiva University. Meine Rolle, was ich habe getan, hat sich entwickelt zu sein, nicht nur Social Media Verwalter, aber euch als Schreiber. Und ich habe geschrieben ein paar Artikel auf Jiddisch und eine gewisse Zahl auf Englisch und wegen Jiddisch. Aber nachdem habe ich zurückgekehrt zu meiner ersten Liebe, zu wachsen Jiddisch da in Los Angeles noch einmal mit alle unseren Freunden und Jiddisch Liebhabers da. Ja, lassen wir machen einen kurzen Fast Forward zum Heint. Ja. Es ist auf dem Schwell von einem größten Tag in Los Angeles. Ja. Erzähl uns wegen dem Jiddisch-Tag. Ja, in Los Angeles haben wir ein Problem. Es ist da eine gewisse jüdische Organisationen, was haben einmal gearbeitet in ein Winkel oder noch ein Winkel in Los Angeles. Aber es ist schwer zu bringen alle Menschen zusammen, aber es ist da eine Geschichte da. Mir Choral hat gehalten eine Jiddisch-Woche, ich meine, und laut meiner Meinung, Rose Schimmel, sie hat versammelt Menschen in Plummer Park und
Es ist da eine lange Geschichte da in Los Angeles von Jiddisch, was ist da ein Journal, was ist sehr berühmt, Cheshbon. Es ist da eine Sachqualen von Jiddisch, aber heutzutage ist es ein bisschen schwerer. Und es ist da neue Deures von Jiddisch-Liebhabers, was haben nicht kein Heim. Sie verstanden nicht, wo sich zu wenden. Und mit unser aller Keuches Aaron White und ich hat geschickt einen Blitzbrief zu allen unseren Freunden in Jiddisch-Welt da in Los Angeles. Wir halten ein Jiddisch-Festival. Es ist ein Blitzbrief, was wir haben schon geschickt etliche Mal, aber das Mal andere Menschen hat uns geantwortet. Und plötzlich es ist da ein Jiddisch-Tag auf der Luch. Und wir haben nicht ich hab keinmal nicht organisiert ein Festival. Aaron efter hat getan also. Wer ist Aaron? Aaron Castillo White. White. Ja, Aaron White. Ist der Verwalter von Kulturmercado. Er arbeitet er ist ein Tour. Ich habe nicht kein andere Werte, was gibt in einer also Verkürzung er ist ein Tour. Schafft Nissim? Ja, schafft Nissim, schafft Geld von gewisse Qualen, es ist Nissim und Nissim. Und zusammen haben wir was ist geschehen? Es ist Hebrew Union College. Hebrew Union College hat ihm geantwortet, als sie willen uns geben sehr Zahlen sehr billig. Und dank Hebrew Language Project, das heißt Sarah Ben-Nor, Dr. Sarah Ben-Nor, hat gehabt Einfluss mit sie. Und es ist da eine Sache, Menschen, was haben gekommen zusammen in unser... Ben-Nor führt an mit Yiddish Language Project. Ja, also. Und sie ist euch Professorin bei Hebrew Union College in Los Angeles. Also. Und es ist da eine Sache, Mitglieder von allerlei Welt und weltlich da in Los Angeles, was sind sehr verspreit, einer von den anderen, aber in der Verlauf von der Zeit haben uns ein bisschen mehr Zeit, sich zu bekennen. Dem 23. Sonntag, November, gehen wir Quetsch auf layiddish.org, registriert sich. Es wird sein ein voller Tag mit allerlei Menschen, was kommen zusammen in unser Schmutzkreisen und so weiter. Sie wird halten spielen, also wie Jeopardy auf Jiddisch. Wir werden halten Schmusen, also wie ich und Mary Corallen. Sie ist eine langjährige Professorin da in Los Angeles. Es ist da Redes von gelernten Menschen, also wie Sarah Ben-Nor. Musik, ein sehr langes Konzert. 3 Shows mit allerlei Typen von Musik, also wie Klezmer. Wir hat Swing. Man hat was noch Theatermusik. Und euch tanzen, ja, was statt von tanzen? Es ist alle Menschen, was wohnen da in Los Angeles. Es ist unmöglich zu glauben. Es ist doch so viel Talent da in Los Angeles. Die Fähigkeiten sind ein bisschen unverständlich. Ich habe gesagt, einmal, Los Angeles ist ein schlafender Ries, ja, ein Ries. Aber es ist da sagt Menschen, was reden Jiddisch, aber sie gehen in andere Städte zu verbringen. Man hat viele die berühmtesten Menschen auf der Welt, was reden Jiddisch, sie wohnen da. Mein Bialik wohnt da, sie redet Jiddisch. Ich hab gesehen dem Episode mit Midlife Crisis. Es ist da... Der Jid von Midlife Crisis. Ja, Jamie Allman wohnt da. Er ist ein Bekannter, meine. Mike Borstein.
Es sind auch andere Menschen, die wohnen in anderen Plätzen auf der Welt, aber sie stammen von Los Angeles, so wie Michael Alpert. Und für so Los Angeles der zweite Stadt von den ganzen Vereinigten Staaten? Zweitgrößte jüdische Kehille, nein? Ja. Ja. Für was haben wir nicht kein jüdischer Tag viele? Nu, jetzt haben wir. Jetzt haben wir. Dank dir und dank Aaron White. Hat nur was der Mann dein Namen zum Guten. Ja, das ist geschehen. Ja. Gut. Es fehlt mir zu hören wegen Horav Chazen Kane, weil ich habe nicht lang zurück interviewt Jetta Kane, sein Vibe. Ja, ich vergesse. Sie ist eine Frau. Ja, sie ist... Zu lange Jahr. Zu lange Jahr. Ist mehr nicht da. Ja, sie ist eure Verwalterin von meinem Leben damals. Sie ist sehr... Sie hat einen großen Einfluss auf mein Leben. Und es ist sehr, sehr gut zu hören und zu sehen, was ich suche auf der Internet Jiddisch Voice und ich habe gesehen, sagen wir Michael, ist so. Also es ist Jetta Kane. Ja. Weiter frei. Ist gut, erzähl noch ein bisschen wegen der Nister. Der Nister ist eine neue Sache, relativ neu sind der Pandemie. Erzähl uns wegen dem. Ja. Und wie soll man das finden auf dem Internet wegen Informationen wegen dem? Der Nister befindet sich in dernister.org. Dernister.org und der Nister Los Angeles auf Instagram und Facebook. Es hat euch eine Adresse, wo gefällt sich physisch? Auf dem Rog von 17. Gas und Spring Street. Auf dem 4. Stock von einer alten Bankbindung. In Downtown Los Angeles. Es war was, unser Fuller-Namen ist der Nister Downtown Jewish Center. Und ich habe ein Business-Kartel. Es sagt, der jüdische Center auf den Namen von der Nister. In Downtown Los Angeles. Und wer ist der Nister? Der Nister ist ein legendarischer Schreiber von einmal. Er ist gewesen ein Teil von dem Chaliester von die sowjetischen Schreiber. Er hat geschrieben Meshpacha Mashber, kurze Meises, was hat der Tam von Breslev Chassidus und euch überrealistische sowjetische Literatur. Aber es ist, damals habe ich nicht gehabt, keine Ahnung, wo ist der Nister. Das ist dank Henry Hollander, Rav Henry Hollander, was ist der Bücherverkäufer und hat gewusst von der Nister. Der Nister ist mir komisch, als wir sind so behaltenisch in eine kleine, nicht so klein, aber es ist sehr, sehr schwer zu finden, Teil von Los Angeles, Teil in Platz, als zu sagen, als wir sind der Nister. Das ist mir komisch und so haben wir Scheiches mit als Schreiber, was hat Scheiches mit Rabbi Nachman, was hat gesagt, was hat gesagt? Afilu in Behaltenisch gefunden wir Gott. Gott ist in der Behaltenisch. Und das ist für was, es ist ein Wortspiel für uns. Und öfter für die nicht so nicht Jiddisch Reders, was weiß nicht, was meint der Nister auf Jiddisch? Der Nister meint the hidden. Ja, aber the hidden one. Der Behaltene, ja. Es ist bei ihm in Behaltenisch. Mein Plan von dem Anheb ist zu ziehen Menschen zu uns durch kulturelle
Sachen, zu kulturellen Unternehmungen. Unser neues Brief, was sind sehr lang und gepackt mit Philosophie und Übersetzung von jüdischer Poesie und es hat gut gearbeitet. Wir haben gehabt ein bisschen Erfolg, aber noch nicht keine Sache Aufblähung von Geld und Beisteuern und so weiter. Aber das Sache, es ist eine wurzelig große Operation, lassen wir sagen. Und wir haben 3 Rabbiner zusammen, Henry Hollander, ich und Jelle Rosenfeld. Und wir halten Programme mit Jiddisch, mit Hebräisch, mit amerikanischer Geschichte. Und wir davenen Shabbos in der Früh, wir halten Kabbalah Shabbos einmal Chodesh und die heilige Tage. Und ich singe als Chasen. Und ja. Das ist faktisch eine Schule, heißt das? Das ist faktisch eine Schule, kulturell Zentrum. Teure. Man hat Teure, ja, man hat das Sache Masel, aber das ist sehr schwer zu erklären zu englisch redendike Eulen, was heißt eine Schule, was hat Jiddisch und hat Kultur, Unternehmungen, sachkulturelle Unternehmen, viel mehr von unserer Teure lernen und Gemorre lernen und andere religiöse Sachen. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber zu europäischen Menschen, ich habe gehabt eine Gelegenheit zu nehmen eine Reise herum Europa in die jüdische Kehilas, habe ich gesehen, es ist so eine Mischung zwischen die 2 Strömen von Kultur und das Teure. Der Stereotyp ist, als man redet und schmust wegen Kultur, warf man weg die Religion. Und das ist faktisch, was ist geschehen in Amerika, wenn es ist da eine Sache Druck von der Regierung gegen jüdische Kultur, was hat sich verbunden mit kommunistischen und andere verbotene Strebungen in unser Land. Und eine Schule faktisch ist pusht unser Heim noch kalter Milchome. Es ist nicht gut bei uns zu halten nur 1/2 von uns. Als Sachmenschen gehen nicht in Schule und haben nicht keine Ahnung, wie reinzugehen in sehr eigene Identitäten. Und das ist mein Entfeld. Das ist eine wissenschaftliche Bemühung, zu sehen, ob es ist möglich in unserer Zeiten, in unserer Zukunft, zu geben ein Entfeld, was spiegelt sich ab von was Menschen in nicht Medina Israel so viel, aber in Europa und Australien, was sie haben benutzt. Als man dermant Medinas Yisrael, wie soll bezieht sich zu Yisrael und eine verbundene Frage, hat gelitten von Druck, von Antisemitismus, von Sakana wegen Sicherheit zulieb die letzten 2 Jahre sind im Hamas und am 7. Oktober. Unser Behalten ist unser Ort, was ist sehr schwer zu finden, ist eine Meile. Es ist sehr schwer uns zu finden und zwar was wir hat nicht kein Probleme mit Sicherheit. Gegen was Menschen so trachten wegen Downtown, was hat eine Probleme mit Verbrechung und Ohrenkeit. Es ist bei uns ist sicher, also es ist da Sicherheit, aber es ist da Probleme mit Menschen, was kommen von verschiedenen Standpunkten wegen Israel. Es ist da Jüdischisten, was stammen von Bewegungen. Ja, Bewegungen, was halten sich nicht so nahe zum Israel. Und es ist andere, es ist immer
Israelim, was sind da. Und wir dürfen verbringen zusammen trotzdem viele mit allen die Problemen. Es ist schwer, es ist bei uns schwer, aber ich habe gehabt, es ist ein einfach, was ist mir gekommen, sehr letztens zu predigen, als dicke Politik und dicke Gedanken soll benehmen einen höheren Platz von alle die anderen Fragen und Scheiles in unserer Welt. Und zu kommen zusammen zu reden, kommen zusammen zu verbringen und einsappen unsere Kultur und Freundschaft, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig und das soll sein uns wichtig. Und ich meine, mein Musa Haskell ist gut bekommen, aber nicht gering. Aber es ist wichtig, noch als. Viele in unserer jüdischen Welt, mit unseren Bläusen, zwischen Deures, zwischen Guckwinkeln, zwischen all die Sorten Problemen, es ist da ein Entfern. Wir zusammen, das heißt, wir zusammen als Kehillah ist mehr wichtig von unserer moralischen und idealistischen Einfallen, weil zusammen wir sind fähig und wir haben den Koyach abzuentfernen unsere größten Probleme, was ringelt sich herum uns in Stadt, in Land, nicht weit da. Der Teure ist nicht mehr Yam. Es ist da bei uns in Stadt, in der Heim. Ja, Shakoyach. Ja, das ist eine Drosche. Gut, ich gratuliere dir, ich wünsche dir noch eine Sache Hatzlacha und ich sehe, also du darfst nicht hören von mir, du bist allein begeistert, also du sollst dich nicht untergeben. Ja. Und du wirst dich nicht untergeben, Emes? Emes, aber ich darf sagen, es ist ein sehr langjähriger Traum zu sein da in dem jüdischen Chor. Ein langjähriger Traum. Und es ist etwas, was ich habe sich vorgestellt in meinen Tagen. Vorwärts, efter ein Tag. Jüdische Chor, das ist ein Heckel mit Träger. Ich darf dir Mekane sein. Du bist gewesen bei der Verwaltung in Vorwärts. Ja. Well, das ist ein Meister Farsech. Das ist ein Meister, nicht nur ein Meister Farsech, aber das ist es ist ein bisschen schwer zu erklären, was ist geschehen. Es ist gewesen die Pandemie-Jahre. Schwer zu verstehen, was ist geschehen da. Ich will rekommendieren für Neulam, was willen lernen dein Werk, sei auf Englisch, sei auf Jiddisch, sag wenn zu forward.com und such oder Zacharia Golden oder Zach Golden. Ja. ZACH-GOLDEN. Und gib noch einmal deine sozialen Medien. Ja, und es ist da Artikel auf der Internet, was ich habe geschrieben, weil der Nister geht zu der Nister, dernister.org, der Nister Los Angeles Instagram, es ist da LA Yiddish Day auf Instagram, layiddish.org zu gehen zum Festival. Ich habe nicht gehabt, keine Zeit zu erklären wegen der Sonnenstrahl. Der Sonnenstrahl ist auf layiddish.org. Man kann es bekommen jede heute zu sehen, was ist geschehen da in Los Angeles mit unseren jiddischen Unternehmungen. Das ist ein Regime von was wird sein mit Jiddisch da in unserer sonnigen Stadt. Gut. Sag was zu naschen bei unser Eulam. Unsere Zuhörer sei in Los Angeles, sei in Boston und auf der ganzen Welt. Ja, Shakaya. Amen. Großen Dank. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischuguim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Chor auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston.
A Dank für den Herrn. Hot Hanoye. Chushevel Zioer. Du redest Yankele Bodo von Israel. Das ist das jüdische Kohl von Boston. Ich will sein zufrieden, wie wir wird mich ehren. Und ich will sein zufrieden, wie wir wird beschreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Und ich will sein zufrieden, wie wir werden sich wiedersehen. Aber oder eine Mishpuche ist blind, aber seht schwer, aber ist druckverkrippelt, JBI können helfen Menschen haben ein Zutraut zu jüdischen Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr als 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Wir haben Kavod zu reden mit dir noch einmal, Ruchel, und ich will dir gratulieren und begrüßen zu 25 Jahren beim Vorwärts. Ja, ich fühle schon wie ein Altitschke. Nein. Dachte ich, es ist gewesen knapp Nächten, als du hast dich angehoben dort. Es gewesen ein hübsches Jahr, weißt du es. Kannst du geben einen Überblick, wie so bist du gekommen zum Vorwärts und was sind von deinen Eindrücken von den letzten 25 Jahren? Ja, mein Ziel ist gewesen, zu sein ein Jiddischlehrer. Ich habe bekommen mein Magister in Bank Street College in Early Childhood Education, frühe Kinderjuden. In mein Vision ist gewesen, was mein Magisterarbeit ist gewesen. Ich habe gemacht ein Curriculum für Minoritätssprachen, wie so Eltern können erziehen jiddischsprachige Kinder. Und verschiedene Spielen, in Genietungen, in Sachen, also wegen dem Wetter, machen eine spezielle Sache von dem Wetter, mit der Chais, und eine Sache, sehr nützliche, zieltrittliche Aktivitäten für Kinder, hands-on, was man auch kennt nützen, aber will schaffen eine Schule für Spanisch oder für Chinesisch. Also das ist gewesen mein Schule. Und ich habe ungeheuer Pripetschik in 1982. Ich habe so ungeheuer mit 2 Kindern, und noch ist es aber geworden eine Sache größer. Aber einmal, was ist geschehen, bin ich geworden ein Jiddischlehrer in Connecticut-Schule. Und ich bin dort gewesen ein Jiddischlehrer, von 3. Klasse bis in 8. Klasse. Und einmal klingt mir an, es war 1998, klingt mir an Boris Sandler. Also wollte ich so an ihm schreiben, für sie kann ich anschicken einen Artikel, und wird sich, ist damals noch nicht gewesen der Chefredakteur. Der Chefredakteur ist gewesen Mordechai Strigler. Und hat gesagt, will frische Keuches. Jetzt kann ich ihm schicken einen Artikel, und ich habe gesagt, aber ich habe es umgeschrieben, ich denke nicht, was. Es ist Strigler nicht gefallen. Es ist gewesen etwas wegen, was sagt, ich habe nicht gewiss, keine Sache wegen dem. Besser wohl gewesen, ich soll schreiben wegen dem, was ich weiß. Aber ich geschrieben etwas wegen Frauen, was in Halle wollte ich gehabt Dokumenten von dem, aber mein Blitzpost geht nicht zurück, als warte. Es ist etwas so, die Panusses, was Frauen, jüdische Frauen ziehen, seinen Ziegezeugen, die Tag. Und das ist ihm ja gefallen. Er hat gesagt, das wollte ich nicht gekannt und schreiben. Es geht was dieses umgeschrieben, hat es gedruckt. Und danach ist plötzlich gestorben. Er ist sich gefallen in noch ein paar Tage im Spital. Also ich dachte mir, ist gestorben. Und Boris hat mir umgeklingen und gesagt, dass wollte ich so kommen und arbeiten vielzeitig, wollte ich mich interessiert, wollte ich mit Benefiten. Aber ich habe gefühlt, dass ich schuldig, als ich verlor die Connecticut-Schule. Aber ich sagte, nein, ich kann es nicht tun, sie will nicht finden, noch ein Jiddisch lernen. Aber die meisten Menschen sind bereit zu lernen Jiddisch mit Erwachsenen, nicht mit Kindern. Aber ich erzählt mein Mann, Leiblin, wegen dem Schmiss, hat er gesagt, bist du mir schicke geworden? Hast du eine Möglichkeit, so eine ähnliche Stelle mit Benefiten? Und er hat gesagt, nein. Aber ich habe angesehen, dass es gerecht. Und ich habe zurückgeklingen Boris, und ich habe gesagt, mit Großvergnügen will ich nehmen die Stelle. Und es ist gewesen eine Sitzung mit Sam Norwich, was ist gewesen der Verwalter, und ich, der Verleger, sie ist ein Publisher. Und
Für den ersten Tag bin ich sehr zufrieden dort, aber es ist gewesen ein bisschen ein Kulturschock für mich. Weil ich bin gewesen die einzige Frau in der Redaktion. Das heißt, Frauen, also Miriam Hoffmann, haben angeschickt Artikeln. Aber arbeiten tagtäglich dort bin ich gewesen die einzige in der Redaktion. Es versteht sich gewesen, als Sekretärin ist eine Frau. Aber ich rede wegen der Redaktion, schreiben und redaktieren. Es wäre noch es gewesen dort, sind gewesen ältere Bundisten, also wie Ankiv Goldstein und Meir Rak, und Chassidim. Und ich habe, jedes Mal, was ich habe geredet mit einer von sie, haben sie gehabt als ein verfreuten Schmeichel auf dem Pohnen. Es ist gewesen klar, es ist gewesen nicht bequem, nicht gewohnt, zu reden zu einer Frau, zu arbeiten zusammen mit einer Frau, speziell eine junge Frau. Ich habe gewesen, 65, 70 Jahre, ich wollte es gewesen gringen. Is de mensen was echt het zeil. Is de mens was het, is gewesen, is een Satmar Chassid, en zeer klig, zeer goed informiert wegen Amerikaner Politik en Israel Politik. Je kent hem nemen van alle mensen in dem kabinet, was ik heb niet gewusst. Is, ik had wegen de Amerikaner kabinet, in de regering. En wir haben gedacht, arbeiten zusammen. Ich weiß, es ist ihm nicht gewesen schwer, als eine Frau so sitzen leben mit ihm beim Computer. Aber wir haben gemisst arbeiten zusammen, weil ich habe gerade eine Rubrik Neues für Bnei Bayis. Für gesinnt Neues, Rezepten, Witzen, eine sehr leichte Rubrik. Und wir haben gedacht, arbeiten zusammen, weil hat gebrochene Sachen auf dem Computer. Und hat gedacht, man hilft, zu sagen, well, das darf kein du, und das wird besser gewesen du. Und lass mir nutzen das Bild, nicht Jens Bild. Aber ich habe bemerkt, dass jedes Mal, was rief mich, sagt entschuldigt. Und rief mich nicht beim Namen. Alle anderen hat geriefen beim Namen, nur mehr hat geriefen, entschuldigt. Einmal habe ich ihn gefragt, kennst du mich riefen bei meinem Namen? Ich habe etliche Namen. Ich habe nicht gesagt, kennst du? Ich habe ihn geirrt. Kennt ihr mich riefen beim Namen? Ihr kennt mich riefen Sura Rochel, ihr kennt mich riefen Frau Schechter, ihr kennt mich riefen Frau Edelmann. Kijkt mich an, er sagt, herzlich zu. Ich wohne schon 40 Jahre mit meinem Weib. Und ich rief sie nicht beim Namen. Ist auch, will ich ja riefen beim Namen? Aber ich habe ihn angekickt, er hat gesagt, was heißt, was rief ihr sie? Isha? Er hat gesagt, nein, ich sage, entschuldigt. Das ist gewesen für mich als ein Wunder, ich bin sicher, es ist nicht immer von allen Satmarer Männern, aber in seinem Fall ist das gewesen ein Indien von Snees. Also viele der eigene Frau sollen nicht riefen beim Namen, nur riefen entschuldigt, weil es ist also in der Geretz. Ich sehe es wie eine Beleidigung, sieht es wie der Geretz. Ich bin sicher, dass das ist es. Aber ich habe schon gerade genug. Und ich habe beschlossen, ich gehe mir nicht entfernen, seit rief mich beim Namen. Ist das Tage geschehen, mit ein paar Tage später, hat mich wieder gedacht, rief der Reus, entschuldigt. Und ich habe nicht. Er hat gemeint, er verheerigt nicht. Er hat gesagt, entschuldigt. Und ich habe weiter nicht geantwortet. Mit der Mutter rief der Reus, Schechter! Aber ich ging mir schwer, ich bin sie gegangen. Er hat mich schon mehr nicht geriefen, entschuldigt. Was sind euch gewinnt von den Innovationen? Ich gedenke sehr, als du hast angeschrieben wegen Skandalen in der charedischen Welt. Kennst du der Morgen etwas wegen dem Artikel oder gewinnt etliche Artikel? Ja, wenn immer herangenommen ist mein Interesse gewesen, Artikeln, Profilen von interessanten Persönlichkeiten, interessante Tendenzen in der jüdischen Welt, meine Jewish World. Und ich habe geschrieben meistens wegen dem, aber danach ist geschehen etwas, was hat mich geführt in ganz eine andere Richtung. Ich bin hingefahren auf einen Aeroplan von Rom und ich habe sich bekannt mit einer Frau, eine jüdische Frau, und sie hat gesehen, wie sie trinkt, nämlich eine Sache. Und wir haben sich zerrät und sie hat mir gesagt, als es ist mir beschert, was sie hat sich bekannt mit mir, ein Journalist. Was sitzt neben mir, weil sie hat etwas für mir. Sie hat gesagt, ein bekannter Ruf hat mich ausgenutzt, sexuell ausgenutzt.
Und dann hat mir gesagt, dass mich gesagt, dass wird Chassen haben mit mir und wird verlassen sein Weib mit 8 Kindern und Chassen haben mit mir. Und ich habe ihm geglaubt. Und danach, wenn ich gesehen, dass es nicht stimmt, ist nicht gestiegen, nicht geflogen, aber ich konnte gar nicht reden wegen dem. Und danach hat mir gegeben Schwaggeld, also ich soll nicht reden wegen dem. Aber ich kann dir nicht sagen, wer das ist. Das darfst du allein herausfinden. Aber ich gesagt, lass mir sagen, aber ich frage dich, was ist der erste Aus von seinem Namen? Willst du mir sagen? Sie hat gesagt, ja. Aber gesagt, der erste Aus ist Tess, T. Aber ich gesagt, ich stelle sich vor, es ist nicht der Rebbe Teitelbaum von der Sabbat. Hat sie gesagt, nein. Ich habe gesagt, ich hoffe, es ist nicht kein Tversky, weil ich halte sehr von dem Spruch Tversky. Nein. Und danach mit der Mutter ist mir angefallen. Tendler? Sie hat gesagt, ich habe gar nicht gesagt. Aber sie hat mir gegeben den Namen von einer Hebamme, einer Midwife, in Muncie, was hat noch gefolgt, die ganze Mainze, alle Frauen, was hat belästigt. Und sie hat gehabt alle Dokumenten und sie hat gesagt, sie wird reden mit dir. Und wenn ich habe angeklingen, und wir haben sich zerret wegen dem, und sie gesagt, ach ja, sie schreibt von vorwärts, meine Mama pflegt lernen im Vorwärts. Also meine Mama lernt im Vorwärts jeden Tag. Und sie hat mir gesagt, wer sie ist. Ich will nicht sagen den Namen, aber ich habe sie gekannt von Camp Hampshire, weil wir sind gewesen Campers dort zusammen. Und wir beide schon getracht, das ist bei mir passiert. Ich bin nicht gewesen, mit Sugo umzuschreiben, ein Ausforschartikel, ein Investigative Report. Das ist nicht mein Hintergrund. Aber ich gearbeitet zusammen mit dem Forward. J.J. Goldberg ist damals gewesen der Chefredaktor. Und Ami Eden ist gewesen der Neues-Redaktor. Und er zusammen. Das heißt, ich habe umgeschrieben den Artikel mit alles, was ich gedacht, ausfragen Menschen, was mit euch gefunden. Ich habe nicht gekannt schreiben, wegen was hat getan, weil die Ältesten sind nicht gewesen, so verlasslich. Das sind Frauen, die haben gehabt, Zures, Schwierigkeiten, wenn sie kommen zu ihm. Und ich nicht, wir sind nicht gewesen bekäuert, sie können wissen, wer ist gerecht, dafür trachten sie es aus. Aber was mir im Jahr gewusst ist, dass die Shiva, nicht die Shiva-Universität, nur die RCA, the Rabbinical Council of America, hat schon ungeheim ausforschen Dominion und haben gehabt angebracht, dieselbe Ausforscherin von Texas, von Dallas, was hat ausgeforscht wegen der Galuchim, was haben belästigt Jünglich. Aber sie haben keinem nicht gesagt. Ist der Artikel gewesen wegen dem. Als der Rabbinimrat behält den Fakt, als sie forschen aus des Harav Tendler. Und wenn ich rede wegen Harav Tendler, das ist Mordechai Tendler, nicht der Tate. Der Tate ist gewesen Moshe Tendler und das ist Mordechai Tendler. Sie haben beide Mem von ersten Namen, es ist ein bisschen, es ist ein Timmeltmenschen. Moshe Tendler ist gewesen ein größer Kenner von jüdischer Ethik, hat das Sach geschrieben wegen dem, in Medizin. Was war die ethische Union in Medizin? Und ich rede jetzt wegen sein Sinn, Mordechai Tendler, was ist gewesen der Ruf in Muncie, hat in einer von der Vorstädten, das heißt New Hempstead. Und versteht sich, ist die Schule gewesen sehr in Kassel auf dem Vorwärts, was mich schreiben wegen dem. Aber interessant ist, als mit etlichen Jahren später haben sie ihn alleine rausgeworfen. Also mir beim Vorwärts am Ungeheuben lassen Menschen wissen, und es ist gewesen, pushet dann in ihnen von Zeit, bis Menschen haben es schon rausgefunden, als etwas ist du nicht kusche. Ja, Shakayach. Und du hast Mastama bekommen, eine Dankbarkeit, Stillerheit von Menschen bei der Seite. Kannst du erzählen etwas wegen das? Ja, ich denke, ich habe bekommen etliche Briefe von jüdischen Feministkes, fremde jüdische Feministkes. Hat sie gehabt ein bisschen Konflikt, weil der Mordechai Tendler hat sie geholfen mit den Sachen. Er ist gewesen sehr positiv gestimmt, als man soll sich ziehen zu Frauen, speziell zu Agunis, als man soll helfen der Agunis, wie viel man kann. Also ich verstehe den Konflikt, was die
prima Feministis gehabt. Was von einer Seite sind wir zufrieden, was hat getan für die Agonis, von der anderen Seite haben sie Leute gehabt, was kennen oft schlecht zu anderen Frauen. Aber in meinem Leute ist gewesen zu lieb, dem was ich habe allein belangt zu einer orthodoxischen Schule. Und mein ganzer Gehirn ist also, aber ich meine Gott, was Menschen wollen trachten von mir, als ich so euch so das. Und ich habe geredet mit Aruf, damals, und hat gesagt, ob die meinst, dass es öfter nicht ist. Also, ob du hast das Suffix, als du es Tage ist, sollst du es nicht schreiben. Aber ob die bist sicher in dein Herz, als du es Tage ist, hast du ja Chäuf, das zu schreiben. Und dann noch ein bisschen gesehen später. Der Rabbunim-Rat hat ihn rausgeworfen, der Schiel hat ihn rausgeworfen. Wenn man es auch verstehst du, es ist klar, er ist ein kranker Mensch. Aber das meint nicht, dass wir können ihm losen tun, was will. Schwere Arbeit, aber sehr wichtig zu tun. Ja. Nu, sind da euch gewesen Challenges, Schwierigkeiten, Lamaschel, rübergehen von Papier auf elektronischen Form unter dein Sprache, sozusagen, ja? Mhm. Wie ist gewesen das für dir? Als Sachmenschen, was gelernt im Vorwärts oder geschrieben von Vorwärts, haben sehr bedeutet, was das kommt vor. Als die ältere Leute will nicht kennen lernen mehr, weil sie wissen nicht, wie zu nutzen am Computer. Wir reden doch wegen in den 2000 bis 2010 ist gewesen das Problem damals. Da Menschen damals haben sich Sorgen, was wird sein, wenn wir schließen die gedruckte Zeitung. Wenn sie im Soft geschlossene Zeitung, wie die sagst, damals bin ich schon gewesen der Chefredakteur, der Redakteur von dem Vorwärts, ist, habe ich gesagt, als der einzige Öfen, wie der Vorwärts der jüdische Vorwärts kann bleiben relevant, ist Tage der digitalen Mittel. Der Video, was hat interkepplich. Der Audio, was hat nicht kein interkepplich, aber das ist für Menschen, was verstehen Jiddisch, aber können nicht lernen kein Jiddisch. Sie kennen Gott nur von dem Audio. Ich habe gesagt, ich will, versteht sich, weiter drucken Artikeln, aber es wird sein online, es wird sein auf dem Internet. Und für die ältere Leute, was kennen Tage nicht nutzen, Blitzpost oder das Internet, habe ich vorgelegt, als sie gefunden einen Sponsor, das heißt, ein junger Mensch oder ein Kenner von dem Internet, was wird jedes Mal, was kommt raus, die Zeitung, werden sie abdrucken, die Zeitung für sie. Ich denke, eine von sie ist gewesen Chava Lapin, was sehr eine gelernte Frau, aber sie hat sich keinmal nicht ausgelernt, wie zu nutzen im Computer oder wie zu nutzen Blitzpost. Aber ich gebeten Eddie Portnoy, weil sie hat damals, sie pflegt angehen in die Woche, hat sie ist ein Mensch gewesen, also jung, aber sie gewesen eine starke, sie pflegt kommen in die Woche, und hat sie gesagt, dass jedes Mal, was du an einem Vorwärts, wird es abdrucken für ihr und sie geben in der Hand daran. Also mir hat etliche so eine abmachen. Was ist geschehen danach, ist Covid. Covid hat uns geraten wird. Für was? Weil bis damals haben so viele ältere Leute gesagt, ich kann nicht arbeiten auf dem Computer, ich kann nicht lernen online, ich kann nur lernen in einer Zeitung, was ich halte in der Hand. Für was? Weil sie Meute gehabt, sie sind Meute gehabt für moderne Technologie, sie Meute gehabt, sie wollen sich nicht kennen, auslernen. Und wenn sie gekommen Covid, und Menschen mit einem sind gewesen in einer Situation, wie sie haben nicht gekannt, sind die ähnlich. Sie sind gewesen ein bisschen jünger gearbeitet, nicht gekannt gehen zu der Arbeit. Und es ist gewesen eine Sache Depression, manchmal Depression. Und mit einem sehe ich ältere Jiden, was ich kenne, auf Facebook. Und was geschehen ist, und das ist psychologisch sehr interessant, als man lernt man sich aus. Weil sie haben so Meute gehabt, dass sie nicht haben keine Verbindung mit der draußen der Welt, dass sie haben sich ausgelernt, wie zu nutzen Blitzpost, wie zu gehen auf Zoom, wie zu öffnen einen Link. Und mit dem Mal hat die ganze Welt sich geöffnet für sie. Das ist gewesen ein wichtiger Moment für mich. Weil ich habe gewollt, dass die Älteren so nicht genießen von dem Vorwärts.
Und sehen dich, wie viel von sie am Tag sich ausgelernt. Und jetzt, wenn man guckt auf Facebook, sieht man, wie viele Facebook-Gruppen sind du. Ich finde klar, das sind ältere Menschen. Ältere Menschen ist zwischen, ich bin eine von sie. Children of Holocaust Survivors, Second Generation, 2G in New York City. En zo andere zijn, was is klar, dat zijn de mensen in de 60er, in de 70er en even veel in de 80er. Noch ein Sach, was ist eine große Arbeit, ist, als der Vorwärts vielleicht übergeben Neues. Das ist eine Zeitung für Neues. Jetzt ist, like mein Verstand, ist der Zugang, viel nicht überzugeben Neues. Nicht kein jüdische telegrafische Organisation, nicht kein UPS, gar nicht. Was ist geschehen? Ja, wenn ich bin geworden der Redaktor, es ist gewesen sehr schwer zu beschließen, was wollen unsere Jiddisch-Studenten? Weil das ist gewesen die wachsende Gruppe, die ältere Leute, was gehen weg. Ich weiß schon, was sie wollen, aber für die Studenten habe ich getracht, als sie davon haben etwas, was ist zitzig. Mir fliegen schreiben die Neues, bei der klar ist es gewesen für Jiddisch-Reders, was sie denkt sich, sie zu hören die Neues auf Jiddisch. Aber heutige Zeiten lernt jeder die Neues auf Englisch. Jeder. Doch sie dem lernen die Neues auf Englisch. Das heißt, sie kennen das Lernen auf Jiddisch in sehr Zeitungen, was ist noch als gedruckte Zeitungen. Sie haben sei gedruckte, sei digitalische Zeitungen, aber es ist bei uns, wie man sagt, booming business bei sie. Aber sie geben ja über die Neues auf Jiddisch. Bei der klar nutzen sie Tage die jüdische Termine, wie viel sie kennen. Aber gewisse Sachen schreibt man noch als Secretary of State, anstatt aber Luches-Sekretär. Für dem ist es gewesen nützlich für die Studenten, was mir genützt, also eine Werte, und sie haben gewusst, was ihm genützt ist. Aber ich habe ungeheuer, ich habe das Gefühl, wenn ich geredet mit jüngeren Menschen, was haben sie gelernt, ist das nicht gewesen, der Neue ist es nicht gewesen, was sie haben gelernt. Jetzt dachte ich öfter anders. Öfter könnte es sein, ein Gitter öffnen, sich zu lernen in Jiddisch. Das heißt, ob die weißt, wenn ein größer Neues, was ist vorgekommen, was dies gelernt auf Englisch oder auf Hebräisch oder was dann erste Sprache ist. Und dann noch lernst du es auf Jiddisch. Und die weißt schon, was das Sof ist, die weißt schon, was die Fakten sind, ist es öfter geringer. Also es erklärt schon Tag, wenn öfter etwas auf einem gewissen Format bringen Neues, was ich habe ungeheuer, ich tue das zu bisslich, ist, wir haben etwas, was heißt Chikavissen. Auf Englisch riefen wir es Tidbits. Das heißt, jede paar Wochen, einmal verfehlich ein paar Wochen, aber ich privat machen einmal jede 2 Wochen, ist, stellen wir auf einen Artikel, einen Kerzenartikel von etwas, ein Chikavi Neues. Der letzte ist gewesen wegen chassidischer Popsinger in Israel, wo es hat annonciert, dass er geht sich verschreiben in Sahel. Er geht sich viele bis Haredi, geht er sich verschreiben in Sahel, in der israelische Armee. Das ist eine große Überraschung. Und weil er ist ein Führer, Menschen kicken darauf zu ihm. Aber ich meine, das war ein interessanter Neues überzugeben. Aber ich habe es übergesetzt auf Jiddisch. Und was ich tue mit Chikavissen ist, wenn ich gebe über die Neues, stelle ich euch an dem Audio. Ist also, ich kann der Student zuerst lernen den Text. Und wie ihr wisst, ich weiß nicht alle Zuhörer, als der Vorwitz hat ein Wörterbuch eingegliedert in dem Text. Heißt es jedes Mal, was die erste Wort, was du kennst nicht, gib einen Klick auf den und sie springt daraus die englische Übersetzung. Aber ich getracht, als Kerze Neues, was ist gering zu verstehen, können sie überlernen mit der Hilfe der Übersetzer und danach können sie es lernen noch einmal, das mal hören dich, wie lernt vor dem Artikel auf Akko. Kriegen sie es von beiden Seiten, rein in euer und in die Augen. Und ich hoffe, dass das wird sie helfen, besser verstehen dem Artikel. Und ich kenne mit Ihnen als Sache mit Neues Bechlau. Ich drücke euch auf Neues von der charedische Welt von Zeit zu Zeit, wenn es alle Weihe von einer größten Ruf,
was bei der Klall schreibt man nicht wegen dem in der JTA. Es ist nicht etwas, was ein Mensch, was unsere Kreisen wissen wegen dem, aber es ist ein Mensch, was hat mal Spiel gewesen auf eine Sache Chassidim, ist schreibe ich als ein Nekrolog wegen ihm. Und ich hoffe, als die chassidische lehnen das und schicken es über zu ihre Freunde in Besprüche. Und noch einmal Mazel Tov, Yasher Koyach und Dank für ein Interview. Beigesinnt. Was bist du also traurig, Sonjenju? Was gehst du warum noch im Kerr? Habri Pashein Meidale Tatenju, Habri Pashein Meidale Tatenju. Ei, wer ist das Meidale, Sonjenju? Und wie viel gibt's in Maden noch im Kerr? Si sera fein Meidale Tatenju, kein Naden aber gibt's in Tatenju. Noch im Kerr mein Sohn, noch im mein Sohn. Sie gefällt mir nicht der Schiedach, Sohnjenju. Sie gefällt mir nicht der Schiedach, noch im Kerr. Man fragt bei dir kein Dei, ist nicht Tatenju. Man fragt bei dir kein Dei, ist nicht Tatenju. Weil nicht kommen auf dein Chassene, Sohnjenju. Weil nicht kommen auf dein Chassene, noch im Kerr. Wirst du kommen gleich zum Bries, Tatenju? Wirst du kommen gleich zum Bries, Tatenju? Noch im mein Sohn, noch im mein Sohn. Ai, wenn just du Chassene, Sohnjenju, ai, wenn just du Chassene, noch im Kerr. Weil schick mir soll dir raus auf Tatenju, weil schick mir soll dir raus auf Tatenju. Ai, wenn mir wirst du schicken, Sohnjenju, ai, wenn mir wirst du schicken, noch im Kerr. Weil schick noch dir deine Nickel Tatenju, weil schick noch dir deine Nickel Tatenju.